Ja, schöne gute Morgen noch von meiner Seite. Also ich bin kein Expert von der Formel 1, aber ich weiß, dass hier ein paar Fans sitzen von der Formel 1 und ich hoffe, dass das, was ich verklippere von der Formel 1, auch ein bisschen stimmt. Aber für dich denke ich froh und alle Guten, als wenn der Formel 1 das hört, das Wort, als das für ihr ein Einzelsportart oder ein Teamsportart. Wenn ich nämlich an der Zeitung liest, die Überschriften zu Formel 1, da steht zum Beispiel am Luxemburger Wort, dann meintest du, der Verstappen oder der Norris hat Kurs gewonnen. Am meisten steht da noch Hand und drum der Name vom Sponsor dabei. Und da kann ich denken, dass das ein Einzelsportart. Ich habe mal eine Google-Recherche gemacht, also das war keine ganz fundierte Recherche. Und da habe ich mal rausgefunden, weil mich das interessiert hat, dass bei so einer Formel-1-Kurs pro Team anscheinend 80 bis 100 Mitarbeiter auf der Platz selber dabei sind. Und am Hintergrund schaffen anscheinend ca. 300 bis 1000 Leute pro Equipe am Hintergrund das ganze Jahr für eine Formel-1-Equipe. Das heißt, ich gebe so, dass das ein Teamsportart, wo ganz viele Mitarbeiter gehen, scheinbar sind all die Mitarbeiter wichtig und wertvoll. Und darum geht heute auch unser Predigtext, dass alle Menschen in der Gemeinschaft und der Gläubigen wichtig und wertvoll ist. Letzte Woche war Pfingsten, mit dieser Woche machen wir weiter in unserer Serie über den Römerbrief und wir gucken uns heute Römer Kapitel 12 an. Ihr könnt also gerne abschlagen, Römer Kapitel 12, wir lesen uns das ganze Kapitel ein paar durch. Römer Kapitel 12. Dafür fordere ich euch ab, Geschwister, durch der Erbarmen von Gott ihre Körper als lieblichen und herrlichen Opfer, die Gott gefällt, ihm durchzubringen. Da das ihre verständigen Denkst. Passt dir nicht diesem Zeitalter an, mehr los dich durch die Erneuerung von ihrem Denken verwandeln, für dass ihr prüfen und erkennen könnt, was die guten, agreablen und perfekte Wille von Gott ist. Durch Gnade, die mir gegeben, so eine schiede Ränge von ihr, nicht mehr heich für sich zu denken, wie jetzt sich gehört zu denken. Vielmehr soll sein Denken verständig sein, so wie Gott und jederin ein Moos vom Glauben verdeelt hat. Es soll wie mir an einem Körper viel Glieder haben und nicht alt Glieder, die nämlich Funktion haben, so sie noch mir, die mir zu viel sind, live durch Christus an alt Einzelglieder gehören mir ein zum anderen. Wir haben verschiedene Gaben, die der Gnade entsprechen, die uns gegeben. Wenn die Gabe Prophezeiung ist, da soll sie dem Glauben entsprechend Gebrauch geben. Wenn die Gabe den Denken ist, da soll sie gebraucht gehen, für zu denken. Wenn die Gabe Belehren ist, da soll sie gebraucht gehen, für zu belehren. Wenn die Gabe Berodung ist, da soll sie gebraucht gehen, für zu beroden und zu encouragieren. Wenn die Gabe Delen ist, da soll das mit Generosität sein. Wenn die Gabe Leitung ist, da soll ihr sei best gehen. Wenn die Gabe ist, für Barmherzigkeit zu erweisen, da soll ihn das mit Fried machen. Lebt soll nicht falsch sein. Hasst das Beist, halt und dem Gute fest. Hut den anderen mit britteliger lebt, gern. Übertrefft ihr am Respekt, den die ihr dem anderen erweist. Ihren Eifer soll nicht lohlos sein, mir sieht eifrig am Geist. Denkt dem Herr, fredig an der Hoffnung, sieht am Lied geduldig, halt am Gebiet durch, deelt mit den Heiligen, die an der Not sind, sieht gastfreundlich. Sehnt die ich verfolgen, sehnt sie, verflucht sie nicht, fredig mit denen, die sich freuen, kreischt mit denen, die kreischen. Seid ihr dann nicht gleichgesinnt. Seid nicht arrogant, mir assoziiert ihr mit den innerdingischen Leuten. Halt ihr nicht selber für weiß. Bezahlt keinem Beises mit Beisem zurück. Geht urstatt zu machen, was an all den Menschen hier in A gut ist. Seid bereit, für alle Menschen das gut zu machen. Wenn es nicht mehr möglich ist und es so weit von ihr anfängt, lebt mit allen Menschen am Frieden. Leif Leid, rächt ihr nicht, mir los der Roserei für Gott Platz. Es steht nämlich geschrieben, dass mir für mich zu rächen und mir für zurück zu bezahlen, seht den Herr. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, da gib ihm zu essen, wenn ihn duscht hat, da gib ihm zu trinken, wenn du das möchtest, da käbst du Glittischkohlen auf sein Kap ab.
los nicht das Beist her über dich gehen, mir überwann das Beist durch das Gut. Und wir gucken uns den Text auf 4 Schritte haut an. Normalerweise manche immer 3 Schritte oder Männer, mehr ausnahmsweise ich fand, dass der Text wirklich 4 Schritte erfordert. Also die Verse 1 bis 2 und überschrieben hat, jeder muss umdenken. Dann der Vers 3 als zweiter Punkt, jeder ist wertvoll. Verse 4 bis 8, jeder ist wichtig. Und Verse 9 bis 21, jeder ist willkommen. Und wir fangen nur mit den ersten 2 Versen, wie gesagt, wenn ich es überschrieben habe, jeder muss umdenken, und ich will die 2 Verse noch einmal lesen. Dafür fordere ich ihr Job, Geschwister, durch der Erbarmen für Gott ihre Körper als lieblichen und herrlichen Opfer, die Gott gefällt, ihm durchzubringen. Da das ihre verständigen denkt, passt ihr nicht diesem Zeitalter an, mir los dich durch die Erneuerung von ihrem Denken verwandeln, für dass ihr prüfen und erkennen könnt, was der guten, agreablen und perfekte Wille von Gott ist. Wenn ich noch froh, worüber ging der Römerbrief bis lo, an wen war geschrieben ging, da könnten du verschiedene Antworten kommen. Ich will ein paar Punkte noch wiederholen, ganz kurz, weil die wichtig sind, für das wir das heute verstehen, was der Paul hier schreibt. Der Apostel Paul hat den Römerbrief in eine Gemeinschaft zu Rom mit Juden und Nicht-Juden geschrieben, die alle unter Jesus Christus gelebt haben. Und hier hat ihnen an 8 Kapiteln mit dem Evangelium vom jüdischen Messias Jesus Christus erklärt, bis an den Detail. Und das seht ihr als Fundament von allem Glauben an Gott. Und an den Kapiteln 9 bis 11 wird die Rolle vom Volk Israel beschrieben. Und hier hat klar gemacht, Israel spielt noch immer eine Rolle an Gottes perfektem Plan. Und am Schluss von Kapitel 11 hat der Paul gewiesen, dass alle Menschen an all Gläubischer, Juden und Nicht-Juden, komplett für Gottes Erbarmen aufhängen. Zum Beispiel von der letzten Verse Römer Kapitel 11, der Vers 32, da steht, Gott hat nämlich jederin dazu gebracht, nicht zu folgen, wie das hier sich jederangem erbarmen kennt. Und so sieht der Paul an diesen 2 Versen am Anfang von Römer 2 als Anleitung zum Recht vom Römerbrief, also zu den letzten 6 Kapiteln, wenn das Evangelium von Jesus an die Rolle vom Volk Israel richtig verstanden hat, da muss eine Änderung an ihrem Denken geschehen. Da muss jederin hier umdenken. Da könnt ihr nicht so weitermachen wie bislang. Die muss das Denken durch Gott verändern lassen, und zwar alle Gute, jederin. Weil die sieht alle Gute falschen Weg. Und die geht alle Gute schlecht vom Zeitgeist an der Gesellschaft beeinflusst. Und die soll dich alle Gute für Gottes Wille beeinflussen lassen. An demals haben sie da müssen die Lehre von Moses lesen, weil sie das Neue Testament oder das Bücher vom Neuen Testament noch gar nicht hatten. Wir haben heute ganz Bibel, aber wenn wir die Bibel lesen, da können wir Gottes Willen entdecken. Da kann Gott als Denken ändern. Also besteht demals das Risiko, dass die Reaktion von den Juden an der Gemeinschaft ist, ja, die Nicht-Juden brauchen Veränderung. Sie sollen mal auf den Pol lauschen. Und die Nicht-Juden denken vielleicht, ja, das hat der Pol gut gesagt. Die Juden sollen mal nicht so arrogant sein. Aber vielleicht denkt den anderen oder hey, auch im Raum, das hast du gut gesagt, Person X hilft mir, die müssen mal auch hier denken ändern. Oder Person Y, die müssen mal mehr in der Bibel lesen, weil die braucht wirklich Veränderung. Scheinbar hat der Paul genau mit denen Reaktionen gerechnet. Hier steht nämlich nicht, Person X und Y brauchen das Veränderung am Denken oder just Juden oder just nicht Juden. Hier steht, so ich mal überschrieben, jederin muss denken. Und nee, du und ich, wir sind nicht fertig mit diesem Prozess. Wenn wir noch hier sitzen, sind wir nicht fertig. Und der Paul werde mit Lebensbereichen kommen, wo wir, wenn wir ehrlich sind, all bemerken werden, dass als Umdenken nach Richtung von Gottes Willen definitiv noch nicht fertig ist. Und da kommen wir zu dem zweiten Punkt, jederin ist wertvoll. Und Vers 3 steht, durch die Gnade, die mir gegeben, so eine jeder von ihr nicht mehr heich von sich zu denken, wie jetzt sich gehört zu denken.
Vielmehr soll sein Denken Verständnis sein, so wie Gott und jedereen eng Moos für Glaube verdeelt wird. Die Vers hier als entweder eine harte Kritik oder eine feine Erinnerung und all Hörer vom Pol. Wir sind alle gute Mal für dich oft viel zu viel überzeugt von uns selber. Als jeder Rang von uns ist eine kleine Portion, bei manchen mehr eine große Portion, Arroganz dran. Und wenn wir uns hier erinnern, die letzten Verse von Römer 11, da wäre die Kritik hier relativ hart vom Pol. Wo du vergisst, dass du am Vergleich mit Gott ein kleiner Mensch bist. Wo du vergisst, dass du just hier bist, weil Gott aus seiner Liebe sich erbarmt hat. Oder wo du vergisst, dass du das gar nicht verdient hast. Gott war einfach gnädig, weil ihn das wollte. Oder fein als Erinnerung können die Vers so deutlich, jedereen als wertvoll. Du bist von Gott gewollt. Du bist am Bild von Gott erschaffen. All Mensch ist am Bild von Gott erschaffen. So steht es in Genesis Kapitel 1, Vers 27 schon ganz am Anfang von der Bibel. Also die Juden sind wertvoll, sie sind von Gott erschaffen und gewollt. Sie sind am Bild von Gott erschaffen. Und nicht die Juden sind wertvoll, sie sind von Gott gewollt, also sie sind am Bild von Gott erschaffen. Und Person X und Y nicht, die sie wertvoll, also sie ist auch von Gott gewollt, also sie ist auch am Bild von Gott geschaffen. Und scheinbar hat Gott dir, der Person X und Y, an den Juden und Nicht-Juden zu Rom, all die Glauben und Jesus Christus geschenkt. Und damit sind wir all wertvoll. Und wir gehören all zum selben Team. Und ja, die Person nicht, da hat ganz viel falsch gemacht und ganz viel Sinn. Aber du nicht auch. Und ja, natürlich darfst du die Person nicht auf ihre Sinnen hinweisen. Mir hältst du die Kritik und deine Sinnen auch an. Und vor allem haben wir verstanden, wir sind ein Team. Wir sitzen am gleichen Boot. Stell dich vor, bei der Formel 1 könnte Verstappen an der Boxenstopp, hoffentlich, dass er den Verstappen einfach gut fand, weil wenn ich hier schlage, wenn er nicht gut fand, dann wollte er das vielleicht. Und dann sind Mechaniker und Ingenieure im Gang zu diskutieren, wem mir wichtig ist. Und wem mehr Fehler möchte. Und der Verstappen wartet, ob das endlich sein Benzin kriegt. Und er redet. Aber sie sind keine Equipe mehr. In der Christen ist es nicht immer so, dass wir ein Team sind. Du vergisst mal heinz, dass den anderen nicht ganz so wertvoll an uns ist. Das war zu Rom so und das ist auch heute so. An der Pol erinnert uns all daran, jedereen ist wertvoll. Dafür für uns alle heute am Raum, du und ich, wir sind wertvoller Gottes an, egal was so sie seht. Und für das wir als Gemeinschaft gut kommen an unserem Zusammenleben, muss Gott uns Denken ganz konkret noch weiter verändern. Und dafür kommen wir dann zum zweiten Punkt, jedereen als wichtig. Und noch da will ich die Verse 4 bis 8 noch ein 4 lesen. So wie wir an einem Körper viele Glieder haben, und nicht als Glieder, die nämlich die Funktion haben, so sind auch wir, die wir zu viel sind, live durch Christus. Und als Einzelglieder gehören wir ein zum anderen. Wir haben verschiedene Gaben, die der Gnade entsprechen, die als Gigauf. Wenn die Gabe Prophezeiung ist, da soll sie dem Glauben entsprechend gebraucht gehen. Wenn die Gabe den Denken ist, da soll sie gebraucht gehen für zu denken. Wenn die Gabe Belehren ist, da soll sie gebraucht gehen für zu belehren. Wenn die Gabe Berodung ist, da soll sie gebraucht gehen für zu beroden und zu encouragieren. Wenn die Gabe Delen ist, da soll das mit Generosität sein. Wenn die Gabe Ledung ist, da soll ihr sein Best gehen. Wenn die Gabe ist für Barmherzigkeit zu erweisen, da soll ihn das mit Frieden machen. An der Bibel wird Gemeinschaft von den Gläubigen oft mit einem menschlichen Körper oder Leib verglichen. Und das möchte Paul hier auch. Wir haben Leute, die sind am Bereich von der Medizin in NRW, wir schmengen sogar auch wir wissen, ohne dass wir Mediziner sind, es gibt einen Grund, für was das gut ist, dass alles in unserem Körper funktioniert. Egal ob die Hände, der Reck, verschiedene Haut von verschiedenen Bobo erzählt. Ich fand das letzte Mal wurde übrigens top, weil mit Bobo kann ich beschreiben, ein kleiner Wand so oder ein halber Körper ist fort, also alles ein Bobo. Am besten haben wir gern, dass wir nicht viel Bobo haben, dass wir keine Migräne haben, dass wir gut kein Bobo haben, weil ein gesunder Körper ist ein Genuss. Ein kranker Körper ist immer anstrengend. Den einen hat viel Bobo und das ist dann anstrengend. Bei kleinen Kindern kann eine kleine Bobo ganz anstrengend sein,
wo die Mehrheit Bobon erwähnt hat Lena mir seng Bobon und seng Körper neuke abgezielt die sind zwar alle gut anscheinend nicht so schlimm, sie waren aber der Wert neuke abzuzielen. Also das so streng von etwas weh geht, auch von nicht nimmer die kleinen Savers. An der Pol zielt eine Reihe Goven an der Gemeinschaft ab. All die Gove krute mir als Gläubischer nicht, weil wir besonders sind, mir just, weil Gott gnädig war nas. Hier nicht dem Pol Gove gibt für Predigen, nicht weil der Pol besonders cool oder schlau war, aber der Pol hat die Gläubisch für seine Umkehr umbringen gelos, also war gut nicht so gut, aber Gott war gnädig mit ihm. Und so ist es doch bei uns. Wir kriegen als Goven auch nicht mehr wenigstens der Gnade von Gott. An der Pol zielt 7 Goven ab, und die sind relativ allgemein formuliert. Prophezeiung, Denkst, Belehren, Berodung, Delen, Ledung und Barmherzigkeit erweisen. Aber es ist interessant von Hun, hier gibt keine Aufgaben not gezielt. Hier steht nicht Prediger, Älsten, Jugendleiter, Evangelist. Hier gibt Goven abgezählt, und von denen haben wir laut der Bibel alle gute Minimum eng. Und an der Regel hast du da mehr. Als Beispiel erwähne ich nur 3 davon und beschreiben sie ein bisschen. Da steht zum Beispiel das Wort Prophezeiung. Das heißt im Neuen Testament an der Regel immer, dass ein Gof wird für Gottes Wort am richtigen Moment der richtigen Person an den Lebensalltag zu vermitteln. Und das ist etwas, da sind wir alle abhängig von Gott, und all Mensch kann mal so von Gott gebraucht gehen. Oder hier steht das Wort Berodung. Wir können alle gute Gott darum frohen, dass ihn als Gof schenkt, andere zu encouragieren. Oder hier steht Delen. Wir können alle überlegen, ob wir wollen von unserem Besitz andere gehen, für zu delen und zu helfen. Auf wie wird erwähnt, der Pol all die Goven, weil ihn will klar machen, jederin ist wichtig. Weil eine Gemeinschaft oder eine Kirche ist kein One-Man-Show oder Familienbetrieb oder ein exklusiver Club für ein paar ganz kompetent Leute. Nee, an der Gemeinschaft von den Gläubigen ist jederin wichtig. Weil jederin bringt Goven mit, ob eine Art weiß, wie sonst kein kann. Und es kann auch nicht einer lang alles machen. Weil du kannst nicht jederin beroden. Du hast nicht mehr weder Zeit, noch Kompetenz, noch Gof für all Mensch zu beroden. Es braucht all Mensch. Und zwar mit all seine Fehler braucht all Mensch. Weil mir ja für du gesehen, jederin ist wertvoll, weil ihn am Bild von Gott erschaffen sagt, ja, jederin muss umdenken. Wir sind alle Lehren, als Goven richtig anzusetzen. Und wir sind für uns alle Lehren, den anderen als wichtig zu erkennen. An der Gemeinde von Rom war es damals für uns alle nicht verstehen zwischen Juden und Nicht-Juden. Und der Pol sagt, hey, jederin ist wichtig. Bei uns ist das auch wichtig. Die ältere Generation und die junge Generation müssen die Wichtigkeit von dem anderen sehen. Und die Neuen an der Gemeinschaft, an so lob Deutsch, die Alteingesessenen, müssen die Wichtigkeit von dem anderen sehen. Und auch allerdings das ist wichtig, und das weist ihn dann, wenn ihr sich mal Dinge anguckt, die so klein sind. Es wird für darum angedeutet, dass die Leute so der rechte Samstag putzen. Also wenn Toiletten eine paar Wochen nicht geputzt sind, dann bemerkt er, wie wichtig es wird, dass ihn das möchte. Aber wenn es kein Kaffee und Kuchen um Gottesdienst gibt, dann bemerkt ihn auch einmal, wie flott das ist, dass irgendjemand sich darum kümmert. Aber wenn Technik nicht funktioniert, dann bemerkt ihn, dass man in einer Welt lebt, wo man Technik leider hauptsächlich brauchen, und am besten soll sie funktionieren. Also sind all die Dinge wichtig. Aber wenn wir ehrlich mit uns selber sind, denken wir nicht immer so gut über den anderen. Der möchte ja nicht oder nicht so viel, oder der möchte sowieso falsch. Und der Pol erinnert uns daran, all Mensch ist wichtig und wertvoll. Und wir sollten mit unserem Urteil über den anderen nicht mal los sein. Oft möchte die Person gut Sachen, von denen ich nichts weiß. Ja, den einen oder anderen ist eine schwierige Person an unseren an, aber da gilt das feiert, was der Pol uns heute am Text will beibringen, und das jederin ist willkommen. Also wo ich den Text mir durchgeguckt habe,
wo ich angefangen habe, mich 4 zu bringen, und ich gedacht, alleine wird diverse 9 bis 21, kann ich schon 3-4 Predigten halten. Und mir sind direkt 4 Lieder angefallen. Ich werde das ja aber keine davon noch 4 lesen. Mir sind direkt 4 Lieder angefallen, die wir mal am deutschsprachigen Buch haben, die aufgrund nicht mehr von denen Versen basieren. Mir heute will ich den Punkt durchschwätzen, so global darüber, jeder ist willkommen. Und ich will die 12 Verse auf 9,4 lesen, weil sie so viel beinhalten. Lebt soll nicht falsch sein. Hass dat Beist, halt und dem Gute fest. Hut den anderen mit Bridelascher lebt gern. Ihr übertrefft dich am Respekt, den dir ich dem anderen erweist. Ihren Eifer soll nicht nolosen, mir sieht eifrig am Geist. Denkt dem Herr, fredig an der Hoffnung, sieht am Leid geduldig. Halt am Gebiet durch. Deelt mit den Heiligen, die an der Not sind. Sieht gastfreundlich. Sehnt die ich verfolgen, sehnt sie ja verflucht sie nicht. Fredig mit denen, die sich freuen. Kreischt mit denen, die kreischen. Sieht in eine gleichgesinnt, sieht nicht arrogant, mir assoziiert ihr mit den innerdingischen Leid. Halt ihr nicht selber für weiß, bezahlt keinem Beises mit Beisem Zweck. Geht urstatt zu machen, was dann all die Menschen hier in A gut ist. Seid bereit, für all Menschen das gut zu machen. Wenn es nicht mehr möglich ist, und so weit es von euch anfängt, lebt mit allen Menschen am Frieden. Leif Leid, recht ihr nicht, mehr los der Roserei für Gott Platz. Es steht nämlich geschrieben, dass mir für mich zu rächen und mir für zurück zu bezahlen, seht den Herr. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, da gib ihm zu essen, wenn ihn Durst hat, da gib ihm zu trinken, wenn du das möchtest, da käbst du Glittischkohlen auf sein Kabab. Los nicht das Beist her über dich gehen, mehr überwann das Beist durch das Gut. Wie kann ich es schaffen, dass ich mein Denken ändern, dass jeder an meinem Herzen willkommen ist? Und die Antwort von Paulus lebt. Und zwar nicht lebt wie an der Gesellschaft von heute oder von damals, und auch nicht eng exklusiv körperlich lebt oder eng lebt am Spiel, du bist mir fein, da bin ich auch mit dir fein. Mir geht es um die Leib, die Gott uns am Jesus perfekt verlieft. Der Jesus ist für uns alle am Kreuz gestorben, aus Leib, trotz dass wir es nicht verdient hatten. Der Jesus will uns alle nicht Liebe schenken, aus Leib, trotz dass wir all den Tod verdient haben. Der Jesus geht den Weg mit uns weiter, trotz dass wir ihn andauernd enttäuschen, verletzen, nicht respektieren und ignorieren. Im Text stehen ein paar Eigenschaften, wie das Leben bei uns am Alltag praktisch soll aussehen. Sie soll nicht falsch sein, also wir müssen nicht heucheln. Wenn wir an unserem Herzen etwas Böses nur gegen den anderen, da soll mir das hassen, also nicht weiter darauf festhalten, dass wir das und dem anderen haben. Lebt hat etwas mit Respekt zu tun, egal wie den anderen sich behält, ist in der Grube nicht von meiner Seite, wird von dem anderen. Lebt das geduldiger, gastfreundlich, sie fühlt mit, wenn es Zeit für Trauer ist, und Leid freut sich mit, wenn es Zeit für Friede ist. Und lebt sich immer das Beste für den anderen. Und es ist mir bewusst, wenn ich das zu viel lese, wenn wir ehrlich mit euch selber sind, da klingt das ehrlich relativ entmutigend, was hier schreibt, weil wir uns bewusst sind, es gibt Leute, die mir als schwer, die sind ernst, die sind komisch, die sind speziell, die uns vielleicht verletzt, die uns falsch behandelt und sind sich nie dafür entschuldigt. Aber ja, das ist dann nicht einfach, mit ihnen fein zu sein. Mit der Bibel weiß das, dass wir genau 2 Möglichkeiten haben, darauf zu reagieren. Wir können weiter böse sein auf den anderen. Wir können weiter böse und enttäuscht sein von dem anderen. Wir können weiter streiten. Wir können weiter immer mehr Gruppen an dieser Welt als innerdelen. Wir können weiter nicht in unserem Denken ändern. Oder wir denken an der Kraft vom Heiligen Geist und mit der Gnade vom Pap und an der Vergebung vom jungen Jesus Christus Da sehen wir weiter, dass nicht alles perfekt ist. Wir sind weiter mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen, Eigenschaften und Charakterzügen und Überzeugungen in der Weg.
wenn wir entschieden uns für ihn zu denken. Wir probieren durch die Bibel zu lehren, jederin als wertvoll. Wir probieren uns bewusst zu machen, jederin als wichtig. Und wir probieren jederin mit neuen Arten zu sehen, weil jederin als willkommen. In dieser Welt ist oft kein Teamgedanke wie in der Formel 1 zu sehen, mehr Egoismus, Stolz und Verbitterung. Und das Resultat ist Division, Zensur und Krieg. An der Gemeinschaft zu Rom für 2000 Jahren heute bei uns soll das auch nicht sein. Du bist wertvoll, weil Gott das sieht. Du bist wichtig, weil Gott das sieht. Du bist willkommen, weil Gott das sieht. Ah ja, Gott sieht dir und mir, wir müssen umdenken. Als Gläubiger will Gott, dass wir eine Kontrastgesellschaft zur Welt sind. Sie sollen unterlebt und uns erkennen, dass der Jesus auf das Welt gekommen ist. Und durch den Jesus können wir uns alle erinnern, all Menschen sind wertvoll, wichtig und willkommen. Amen.